Moin ihr Lieben, wir starten heute mit der ersten Gymnastikeinheit. Wir fangen im Stand an, stellt euch mal hüftbreit hin, versucht euch mal schön aufzurichten, eine lange Wirbelsäule aufzubauen, die Schultern locker hängen lassen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen und erstmal für einen Moment im Stand ankommen. Ruhig ein paar Mal tief einatmen. Sehr gut. Und mit der Einatmung nehmen wir mal die Arme nach oben, strecken uns. Ausatmen, die Arme sinken lassen. Nochmal so, einatmen, Länge und ausatmen, tief. Wir nehmen die Beine ein bisschen mit, wir beugen, lassen die Arme so ein bisschen unten ausschaukeln und ziehen sie wieder nach oben. Einatmen, Länge, ausatmen, locker den Schwung. Ein letztes Mal, nochmal tief einatmen, locker ausschwingen und zieht euch einmal nach oben. Greift euer rechtes Handgelenk und zieht euch sanft zur linken Seite rüber. Atmet jetzt verstärkt in die rechte Körperhälfte ein und dann den Wechsel zur anderen Seite. Linkes Handgelenk greifen und zieht euch sanft rüber zur rechten Seite. Sehr gut. Dann lösen wir die Arme, schütteln sie gerne mal aus, können auch die Beine so ein bisschen ausschütteln. Dann stellt ihr euch ein bisschen breiter hin, schön entspannten Stand und kreist jetzt mal um euren Körper herum. Genau, bleibt schön locker in den Beinen, so ein bisschen weiter mitkreisen. Sehr gut. Dann bleibt ihr mittig stehen und jetzt ist es wichtig, dass die Hüfte nach vorne ausgerichtet bleibt und nicht groß mitdreht. Die Beine sind leicht gebeugt, Bauchdecke nach innen. Die rechte Hand kommt auf eure Brust, der linke Arm wird ausgestreckt, sodass die linke Handinnenfläche auch nach oben schaut. Ihr atmet jetzt tief ein, baut eine richtig schöne Länge der Wirbelsäule auf und mit der Ausatmung probiert euch einzudrehen, ohne dass die Hüfte jetzt mitgeht. Die bleibt nach vorne gezogen und versucht hier weiter in den Brustkorb, vor allem in der linken Seite aufzubauen. Wenn es vom Nacken okay ist, schaut ihr der linken Hand hinterher und versucht hier in der Endposition, wenn ihr nicht mehr weiter drehen könnt, auch nochmal tief durchzuatmen und die Atmung vor allem hier in die Dehnung reinzubringen. Sehr gut. Noch einmal tief einatmen und dann mit der Ausatmung der Wechsel zur anderen Seite. Genau. Dreht euch hier wieder schön auf. Länge aufbauen bei der Einatmung und Ausatmen weiter eindrehen. Lasst euch hier auch wirklich Zeit, also ruhig ein paar tiefe Atemzüge sich erlauben. Und dann immer den Wechsel mit der Ausatmung. Nochmal so, jede Seite einmal. Das letzte Mal. Sehr gut. Dann löst ihr die Arme, lasst euch mal nach vorne hängen, könnt die Beine ruhig erstmal gebeugt lassen und am Kopf und Rumpf mal entspannt vorne hängen lassen. Entspannt euren Kiefer
und atmet nochmal schön tief durch. Und rollt euch dann Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr gut. Dann nochmal die Schultern kreisen, entspannt. Dann legt ihr die Hände an den unteren Rücken und versucht das Becken ganz sanft nach vorne zu schieben und euer Brustbein hebt nach oben. Und versucht hier eine schöne Streckung aufzubauen, nicht zu sehr in den unteren Rücken reinzudrücken, sondern nur sanft. Und dann hier nochmal schön tief in den Brustkorb einatmen. Und dann mit der nächsten Ausatmung rollt ihr wieder nach vorne, runter zu den Fußspitzen, löst Schultern und Kopf. Und dann sich ein paar Mal auf- und abrollen, wieder hochkommen, strecken, gucken, dass die Schulterblätter auch hinten zusammenziehen, die Ellbogen möglichst nah zusammenkommen und das Brustbein zieht immer weiter nach oben. Mit der Ausatmung rollen wir uns wieder ab, versuchen vielleicht mal die Beine so ein bisschen mehr gestreckt zu lassen. Wir müssen auch auf keinen Fall den Boden berühren, es geht nur in die Richtung. Versuchen den Kopf wieder locker hängen zu lassen. Und das letzte Mal, wir beugen die Beine, rollen uns nach oben auf und ziehen uns das letzte Mal in die Streckung rein. Sehr gut. Und dann lösen wir, lockern die Beine und die Arme. Stellen uns dann ein bisschen breiter hin, Hände gerne an die Hüfte und kreisen mal entspannt das Becken. Auch ruhig mal einen Richtungswechsel. Sehr gut. Dann bringen wir beide Beine zusammen, die Knie und Fußinnenkante sind zusammen und dann kreisen wir mal mit den Beinen. Auch ruhig mal einen Richtungswechsel hier einbauen. Okay, dann lösen wir. Wir heben jetzt mal im Wechsel die Ferse ab. Bleiben im Oberkörper schön aufrecht. Okay, dann bleibt ihr mal auf dem linken Bein stehen und hebt mal euer rechtes Bein ab. Versucht das Standbein gebeugt zu lassen. Aufrecht stehen und jetzt kreist ihr mit dem rechten Bein nach außen. Genau. Guckt, dass die Hüfte jetzt nicht groß mitdreht, sondern ihr macht das aus dem Hüftgelenk. Die schönen Bewegungen nach außen und auch ruhig mal einen Richtungswechsel nach innen. Okay. Dann bleiben wir bei den Beinen noch. Ihr steht stabil auf dem linken, ich zeige es mal von der Seite. Die rechten Fußspitzen zieht ihr an und lasst das Bein mal nach vorne und hinten schwingen. Genau. Bauchdecke nach innen ziehen und das Bein wie so ein Pendel vor und zurück bewegen. Jetzt kann es natürlich auch wackelig werden, ist überhaupt nicht verkehrt. Versuchen aber irgendwie ruhig stehen zu bleiben. Genau, wunderbar. Kann jetzt sein, dass sich das rechte Bein, was gerade geschwungen ist, sich ein bisschen länger anfühlt. Deswegen machen wir jetzt die andere Seite direkt hinterher. Stellt euch aufs rechte Bein
und zieht erstmal die Kreise mit dem linken. Man darf auch mal rauskippen, ist völlig in Ordnung. Dann sich wieder in den Einbeinstand rein begeben. Genau, und dann ruhig mal einen Richtungswechsel von außen nach innen ziehen. Sehr gut. Dann bleibt das Bein oben. Wir ziehen die Fußspitzen nochmal ran und lassen das Bein locker vor und zurück schwingen. Sehr gut. Jetzt müssten beide Beine wieder länger sein. Okay. Jetzt stellt ihr euch im breiten Stand hin. Ich zeige es mal von der Seite. Großen Stand. Greift mal eure Oberarme und zieht euch mal von links nach rechts. Wunderbar. Jetzt lassen wir uns wieder mittig nach unten hängen, halten die Arme fest, lösen aber jetzt wieder bewusst den Kopf. Also der sollte ganz locker hängen dürfen. Und jetzt wandert ihr vom linken Bein rüber zum rechten. Dann nochmal mittig, wir rollen nach oben auf und versuchen jetzt die Arme über Kopf zu bringen. Und jetzt gucken, dass ihr nicht ins Hohlkreuz geht, sondern Bauchdecke nach innen ziehen, damit ihr einen stabilen Kern habt. Und die Arme oben, also es reicht, wenn ihr eure Handgelenke greift. Also mit dem Ellbogen könnte es ein bisschen eng werden, von daher ruhig die Handgelenke nehmen. Und jetzt kreist ihr über euren Kopf und malt euch quasi so einen Heiligenschein. Ein paar Mal in die eine Richtung und dann ruhig mal einen Richtungswechsel. Wunderbar. Und das letzte Mal, wir lösen mal. Super. Okay. Dann ziehen wir nochmal am Ende die Arme nach oben. Atmen tief ein, ausatmen, locker Schwung nehmen, die Beine dabei leicht beugen. Nehmen die Arme oben, Hände zusammen, vor uns Brust, schenken uns ein Lächeln und ich verabschiede mich.